Goedemorgen, Morris. Welkom hier. Jeder een van jullie is hier welkom. En sie hier nie sind oder ja sind, oder hier misschien zijn nog zijn, dat is een dank. Je zijn hier welkom en we hopen je vallen dat van ons. Ik wil zum Anfang hier vernemen til onze Plattdeutsche Botschaft, Psalm 103 lesen. Das sind, wenn es die erste Verse, das sind Verse, wat sehr erscheint sind und uns ein Teil Kraft und Mut geben für uns Leben. Psalm 103 und dort sagt es dit: Lof den Herrn, o meine Seele, und mit allem, was ich zie, lof seinen heiligen Namen. Lof dem Herrn, meine Seele, und vergeet nicht, was die Gott gedonen hat, da die all deine Sinnen verjagt und all deine Krankheiten heilt, da dein Leben vom verdorben Rat und mit Gnade und Mitleid krönt, da dein Verlangen mit Gott zufrieden stellt, solange du lebst, dat du wahre jung und stark warst, als ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und reicht für allem, die arg leiden. Hij maakt Moses met zijn wegen bekannt en leidt het volk Israël weten wat hij deed. Der Herr ist voll Gnade und Mitleid, geduldig und treuherzig lieftallig. Hij wordt nicht immer schalen und wird nicht ewig ehrlich bleiben. Hij handelt mit uns nicht danach, als unsere Sünden verdient haben, und straft uns nicht danach, als wir arg gedonen haben. Weil so hoch ist der Himmel boven die Erde ist, so groot ist Gott seine treuherzige Liebe zu die am fürchten. So weit ist der Osten vom Westen ist, nimmt er unsere Sünden von uns weg. So ist ein Vater Mitleid haft mit seinen Kindern, so haft der Herr Mitleid mit die am fürchten. Er weiß, von was wir gemerkt sind, er denkt daran, dass wir bloß Stoff sind. So weit. Und wieder sind noch mehr Verse, wir wollen was durchlesen, von der uns zurück sind, Versen, was ich immer gleich da will, die geben uns Hoffnung, die geben uns Gott seine Gnade, die beschreiben ein bisschen, wo Gott denkt, dass über uns Sünder wird am fürchten. So, wir hatten auch eine Sinnerschulanleitung für eine Gedanken über Gott fürchten. Und was meint das? Er redet von, meint er dann, dass wir uns Angst haben von Gott, dass wir den zwei uns von Gott fürchten. Ich glaube, manchmal fehlt das da an, oder soll wir das haben. Aber als Kinder Gottes, das was er auch gesagt hat, als Kinder Gottes haben wir über, weit wie das Gott uns Führer ist, kriegt es diese Vers hier sein. Er ist uns lieftallig, er ist uns gnädig, er versteht uns, dass wir Stoff sind. Und so will wir dann Gott gegenüber gesandt. Und das so ist, dass Gott förderlich ist, dass Gott freundlich ist, und dass seine Gnade ewig ist, seine Liebe ist ewig. Wo soll wir dann an Gott denken, oder wo denkt wir da an? Und die Bibel redet von, dass Gott seine Gnade, was uns nach Arm tragen wird. Und das ist, glaube ich, von der Beides, wenn wir dort nicht weiten daran, sondern Gott seine Gnade fehlen dat, dann wo wir dort nicht nur checken, dann wo wir uns dort nicht nur freuen, aber wenn wir dort einmal weiten, dass wir Sünder sind und wir das können verstehen, dass uns das neidig an Gott fehlen dat, neidig an Gott seine Gnade fehlen dat, dann auf einmal freuen wir uns für die. Solange wir blind sind, unsere eine sind und unsere eine Schwachheiten, dann uns fehlt das dann auch an Gott seine Gnade, aber wie kann das nicht sein, dass uns das fehlt, und dann sind wir dort nicht dankbar für, aber ich glaube, wir sind von der Söhne, was dort weiten, dass uns das an Gott fehlen wird, und so dann sind das sehr feine Verse für uns, was uns dort sagen, dass Gott ist lieftallig, er checkt an uns nun, ist ein starker, lieftalliger Führer, seine Kinder anchecken wird. Und er sieht, dass sie noch viel zu wissen, und so er schafft mit ihnen, seine Hand zu kriegen, wie sie sollen sein. Und das ist, wie es Kinder Gottes kann und Gott nun checken. Und wenn wir Gott nicht kennen, ist ein Führer, das ist ein Ding, was wir sollen hinterangehen, das ist something, was wir kannst hinterangehen, ja, und bald gesagt, das ist ein Gedanken, was dieses über beten und segen,
wat die dat kost fing, dat die dat kost glauben an den Hort selbst, dat Gott den Leiftool ja gerecht erfuhr ist. Gott seine Gerechtigkeit in seine Leif, die gehen Hand in Hand. Some Menschen, die denken viel darüber und Gott seine Gerechtigkeit und die sind sehr und dort gefokust, dass Gott ist heilig und Gott ist reich und Gott ist gerecht und Gott, das sind gerecht umkommen, so wie das dort, und das ist ein sehr wichtiger Part von Gott. Und andere Menschen, die sind vielleicht alle bloß gefokust und wie leiftulich Gott ist und wie gnädig er ist und dass er uns vergeben hat und all dort. Und das ist auch reich. Und ich denke, dass das beides reich. Gott ist ganz gerecht, Gott ist ganz heilig, Gott hoffen gerecht umkommen, aber zu derselben Zeit ist Gott ganz leiftulich und ganz gnädig uns gegenüber. Das ist beides zu derselben Zeit reich. Und so die Wahrheit und die Gnade, die gehen taub. Und das wirst du in der Bibel viel mehr finden. Und die lesen das, wenn du das mal wirst bemerken, wenn die in der Bibel lesen das. Hier und da fängst du das immer weiter. Und Sprüche, in den Psalmen fängst du das, im Neuen Testament, dass die Wahrheit oder die Gerechtigkeit in der Gnade, die gehen taub. Die gehen bei Gott immer taub. Und so Gott ist ganz gerecht, Gott ist ganz heilig. Und zu derselben Zeit ist ganz leiftulich und ganz gnädig. Und so das, wenn ich hier reden von einem Führer, wo er versteht, dass wir Kinder, dass wir Stoff sind, dort kommt die Idee auch ein bisschen rüber. Und so das scheint, dass wir das können weiten, dass wir so ein himmlischer Führer dort können haben, was uns nicht tachlässt, wenn wir auch gehen, und über was Gnade haben und an uns halten wird. Und auch vergeben der beides. Wenn da bloß ein wird, dann wird es nicht schaffen. Und so Gott ist vollkommen und er kann mehrere Dinge teglich sein und den Zweig, das ist vielleicht ein Weg von das sein. So ich wundere, wenn du denkst, das an dein christliches Leben, wo die das gehen, wo du wieder kommen, das, geht uns so, wenn wir zurückgucken an uns Leben, über die letzten Jahren, vielleicht Monaten oder Jahren, oder die letzten 50 Jahre, dann ist was uns alle ist vielleicht, aber über die letzte Zeit, wenn wir gucken, haben wir gewachsen, kommen wir wieder in uns Leben. Wenn wir zurückgucken, das sind die Dinge, was du von denen viel leichter überkommen kannst, als was du 5 Jahre zurück hast, oder 10 Jahre zurück, oder ein Jahr zurück. Das darf nochmal sein, dass wir es als Menschen, oder das darf actually viel sein, dass wir als Menschen an eine Städte ankommen, oder dass wir an ein Ding angelegt worden, oder dass wir uns an ein Ding angeben. Es kann eine Sinn sein, oder es kann bloß eine schlechte Ungewohnheit sein, oder eine Ungewohnheit, was nicht fan ist, und wir kommen da so deep an, dass wir uns da gleich mal zur reichen Route mitweiten. Wir weiten gleich, was ist da für Route, was ist da für eine Antwort. Und da sind viele Dinge, um über dort zu sein. Wenn die das sagen, ja, vielleicht haft die das noch mal gehen. Viele von uns, glaube ich, haft das mal gehen. Und vielleicht ja, die dort von der und so. Das sind auf einmal Dinge, das ja vielleicht sein. Wir haben keine Antwort, falls ich sage, Menschen um uns haben auch keine Antwort. Und so sind ja oft Menschen, die kommen und sind lernen. Und ich hoffe, die das von der nicht so. Vielleicht habt ihr das mal so gehen, aber weil wir sein, die beste Antwort ist, never an so eine Dinge anzukommen. Aber es ist wie losen, wir sind Stoff. Und manchmal fallen wir in Dinge an, wie wir uns bringen lassen. Das können Unverzeihlichkeit sein, können Bitternis sein, kann andere Dinge sein, wenn Phone schlechte Bilder bechecken, oder wenn und ich habe so viele Dinge, oder ein Beispiel ist immer so negativ denken, oder so, ich meine, da sind viele Dinge, was das werden kann sein, oder andere Regrets von Phone, brück euch mal sagen, so schlechte, brück können wir sein, immer und dort sein, nicht so schwindes da, was ist,
sind some Menschen, die erste, die nehmen erfahren, nicht? Das ist ihre Lutsch, nicht? Das ist für kleine Kinder, die Baby geben Lutsch von der Rohren an, schön Lutsch geben an, soll er Geld war, nicht? Und das dort bauen Menschen sich auch Dinge an, nicht? Die setzt das erste Ding, dann nehmen sie erfahren, nicht? So, das kriegt es von einem kleinen Kind, aber man eine Lutsch gegeben. Und so, ja, das ist vielleicht nicht das Schlimmste, aber es ist dort an der viele Dinge, das können auch andere Dinge sein. So ein Ding, wie wir beim Leben, wie sich so fällt, dass wir kommen da nicht wieder an, wir kommen da gleich wieder an, wir sind da ganz fast an. Und ich weiß gar nicht, was das in deinem Leben wird sein. Und hoffentlich sind wir auch nicht da, aber das kann leicht sein, ja, und das jaft sind. Und das jaft even so nicht Christen, auf einmal ein Ding anfallen, wie sie sich nicht ruht mit weiten. Und das jaft also bei vielen so, dass so ein Ding ist, was so fast gewartet sind in uns Leben, die stammen mal von, dass wir Kinder werden her, nicht? Erst wir haben uns mal zu was verletzt oder nicht gelegt, als ein Kind, und dann fallen wir uns an, das ist nicht mal unsere Schuld, hat nichts mehr zu tun, wir werden rein, oder wir werden aschelig und wissen nicht, was da anging, und auf einmal hat das bis uns ganz fast zu holen, und das fällt sich so, dass wir ganze Lebenszeit mit uns mitgehen. Und so, da sind viele Dinge, von denen ich nicht das alles kann sagen, was das ist, und ich weiß das selbst auch nicht alle Antworten über die Bibel, die haben some gute Rat für uns. Das erste Ding, was wir können weiten, und das will ich sei ich fertig, und das will ich auch fertig noch sagen. Immer wenn ich predige, da will ich das sagen, dass Gott uns unsere Sünden vergeben hat. Und das ist schön, wie dort kann weiten, dass Gott uns unsere Sünden vergeben hat an Jesus. Wenn Jesus ist am Kreuz gestorben für uns, das ist die Bibel, das lernt das finden wir ganz klar. Ich habe von meine Plattdeutsche Bibel hier, und ich will Ihnen das lesen von Johannes 3, Vers 16. Da sagt es steht, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sohn gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Und so das ist so schön und so einfach geschrieben. Ich kann noch den nächsten Vers lesen, in Johannes Kapitel 3, Vers 17 sagt es, weil Gott schickt seinen Sohn nicht in diese Welt, die zu rechten, aber dass die Welt durch ihn kann gerettet werden. Gott sein Willen, wir reden auch von, dass Gott ein Führer ist, und so hier sagt er, dass Gott schickt Jesus nicht in diese Welt, um uns zu verdammen. Er schickt seinen Sohn Jesus in diese Welt, um uns zu retten, um uns zu halten. Und die erste Halb, was wir annehmen können, die erste Halb, was uns fehlt von Jesus, von Gott, das ist die Vergebung für unsere Sünden. Und das ist kriegen das Wort von der Sünde, das ist, wo groß der ist, oder wo fertig der passiert ist, der Sinn, der ist vergeben an Jesus. Und so das ist Ding, was wir können tun, das ist, nur Gott kommt, nur Jesus kommt, und dann bloß freuen, und dann das sagen, dass wir ein Sünder sind, unsere Sünder am bekennen, und das bekennen, dass wir ein Sünder sind. Und zwar können wir nicht all unsere Sünden befallen, aber wenn wir die Wort uns befällt, oder uns ablegt, wenn wir die am bekennen, aber dann werden wir uns bloß als ein Sünder für Gott erklären und sagen, Gott, ich sei ein Sünder, ich sei so erschlag, ich sei schwach, ich habe verfehlt, ich habe mich jeden die versündigt, wirst du mich vergeben, wirst du mich mit Jesus sein Blut reinwaschen. Und wenn wir am dort freuen, dann das hier dort. Das ist, was die Bibel sagt, wenn wir uns Sünden anbekennen, das ist in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden zu Gott bekennen, dann ist er treu und gerecht und er wascht uns ganz rein. Und so das ist so einfach ist dort zu tun. Wir gehen zu Gott und wir freuen uns, dass er uns wird reinmerken und durch Jesus sein Blut. Und dann, wenn wir dort nicht bloß freuen, das ist sehr wichtig, dass wir dort auch noch glauben. Und so wir können sondern einfach von der Tun als Gott zu danken und sagen, Gott, Dankeschön, dass du mich hast ganz rein gewaschen an Jesus, dass ich kann dein Kind sein. Und ich danke dir dafür, dass ich dein Kind bin, dass du mein Vater bist und dass zwischen uns nichts mehr ist. Du hast meine Sünden alle weggewaschen, als Jesus am Kreuz starb. Und da bin ich so dankbar für
sein. Ich will hier noch den nächsten Vers lesen, in Johannes 3, das Vers 18, der sagt, wer an arm geläuft, das meint an Jesus, wer an arm geläuft, das meint, wer das annehmen, das, was ich gerade vertalen hat, wer am arm geläuft wird, nicht gerecht worden. Wer aber nicht geläuft, ist all gerecht, will er nicht an den Namen von Gott seinen einzigen Sehen geläuft. So, wenn wir das können glauben und wir können das annehmen, dass Jesus für uns gestorben ist und hat all unsere Sünden weggewaschen, dann sind wir gerecht geworden in Jesus. So, das sage ich, wer an arm geläuft, wird nicht gerecht kommen. Dann brauchen wir uns nicht mehr für das gerecht grülen am letzten Tag, weil das gerecht fällt nicht auf uns. Als Jesus am Kreuz gestorben, dann nahm er die Strafe für deine Sünden auf sich. Und er starb für deine Sünden. Er nahm der Gott sein gerecht. Das ist, was sich dort handelt. Und das ist die schöne Botschaft. Okay, so, how about, wenn wir dann nie so feilen, dass wir leben nu und wir wollen gern reich leben, und aber das ist schwer. Vielleicht wird wir sagen, das ist allmählich, wir fangen das nicht an uns, dass wir können reich leben. Die anderen Lied haben nicht Rot für uns und wir haben nicht Rot für uns. So, das ein Ding, das sind zwei Dinge, ich nenne das zwei Rechtlienjes. Was ich in der Bibel finde, und ich glaube, ich will jemand von dir vertelt haben, aber ich will von dir noch einmal, ich nenne das zwei Rechtlienjes in uns Leben, zum sicher gehen als Christen und zum Wiederkommen. Das erste fingen wir in Galater 5 und der andere, wo wir Luther in Römer 13 fingen. Wenn je wel handreihen, dat wel ik, aber evens lees ik dat hier verjunt. Galater Kapitel 4, Vers 16, sagt es dit. Ich sei junt so, wandelt im Geist, dann wollt je dort nicht doen, wo nur das Fleisch je lasten dat. Das ist so ein einfacher Vers, und meist einfach, nur das ist die Bibel, es ist so einfach, dass wir das alle können verstehen. Und so, die Bibel verspricht uns hier, dass wenn wir wollen im Geist gehen, dann wollen wir nicht das Fleisch nur gehen. Dann wollen wir ganz sicher, und so, wenn wir das Vers nehmen, bloß so einfach im Glauben wir nehmen, dann wird wir sein, das ist ein Weg, dass wir können ganz ohne das Fleisch gehen, wir können ganz sicherlich gehen durch im Leben, ohne eine Sünde zu fallen. Das war das sage ich euch noch einmal. Ich sage Ihnen so, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch gelasten hat. Was immer die Dinge sind in deinem Leben, wo nur das Fleisch gelasten hat, die wirst du loswerden, wenn du wirst im Geist gehen. So, was meint das, im Geist zu gehen? Well, wir wollen ein bisschen durchkicken. Willst du im Geist gehen, das meint mit Jesus zu gehen. Im Geist gehen, das meint, das tun, was uns bekehren, was ich groß von reden habe, Jesus unternehmen und zu glauben und unternehmen, dass wir Gott seine Kinder sind, das ist das erste Ding. Aber das zweite Ding ist das Abreich halten. Vielleicht der einfachste Weg von das Erklären von einem Geist gehen, aber wir nicht das Fleisch gelassen, oder hingeran gehen, oder horchen. Dort wird sein, dass die haben mal alle, wenn die bekehrt sind, wenn die Glauben sind, wenn die Jesus haben euren Namen, dann haben ihr alle gefeilt oder belebt, dass ihr eine sehr schöne Zeit von Gebet haben. Das glaube ich ja eine Zeit, wo das bloß sehr schön wird, die fallen ihr bloß sehr nur an Gott, vielleicht singen die Leute an den Arm, die loben am Arm, die beten am Arm, und die haben ein bisschen volles Vertrauen am Arm, die haben kein Trouble mit Glauben, die glauben bloß, die haben ihn ganz ab Gott verloren oder ab Gott abgeschmeten, wie immer wir das wollen sein. Die fallen ihm bloß nur an Gott. Und so eine Zeit ist dort, und so ein Gebet ist dort. Zu derselben Zeit, dass keiner singen, was immer der Lutsch ist, was ich von rede, was uns anhängt, wenn wir in so einer Zeit sind mit Gott, und das jetzt so schön mit Gott hat, wir sind auf Kneis, wir loben Gott, wir danken ihm, oder vielleicht ist es bei ihm schaffen, oder bei ihm fahren, oder was immer das ist, und das jetzt so schön mit Gott hat, und die Zeit, Glück mit der Zeit, der wir nicht singen. Also das schafft nicht. Dann sind wir ganz an Live und vertieft mit Gott. Und so, wenn wir in uns leben, der Lebenszeit über, ganze Zeit über können, an den Stand sein, dann wird wir keinmal singen. Und
dat wat het sagt, wandelt am Geist, dann wird je dat nicht tun und wo nur das Fleisch gelassen wird. Und so ons Ziel als Christen ist, mit Gott zu gehen. Jeder Tag. Und wir können Gott immer einträchtig das so lebendig haben, glaube ich nicht. Und so deswegen sagt dass der andere Vers, und das ist dann die zweite Rechtlinie, das ist in Römer 13, Vers 14, sagt es steht, lot den Herrn Jesus Christus ganz die Kontrolle über ihn haben und siegt nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch den Wellen zu loten. Okay, das ist ein Weißseier über rein, aber das sagt, siegt nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch den Wellen zu loten. Andere wird, auf Englisch sagt es also, lot nicht eine Gelegenheit durch für das Fleisch. Das ist ein Ding, was uns so leicht auffällt, wenn wir durch eine Gelegenheit verloten, wenn wir durch eine offene Tür loten, wenn wir durch eine Chance loten, dass das kann passieren. Ich meine, Sinn kann immer passieren, schlechte Dinge können immer passieren. Und wir können das never ganz verbieten, dass das ganz impossible wird sein, ganz unmöglich. Aber wir können das, wenn ja merken, wir können die Chance klar merken, wir können Dinge tun, dass das, wenn ja, dass das wird schwander sein, dass wir, wenn wir schwach sind, nicht so leicht fallen. Wir sind alle noch mal schwach. Vielleicht so, wenn wir meid wollen, oder erst wir haben uns mal traurig gesagt, was immer das ist, dann auf einmal fallen wir uns schwach, und dann ran wieder nur. Und so dann müssen wir das vorher auch uns Leben so anstellen, dass das nicht leicht ist, an die Sinn anzufallen, dass das schwer merken. Vielleicht meint das, an den Phone muss man Passwords noch merken. Vielleicht meint das, muss man Ding nicht im Haus haben, dass nicht so hostig ist, leicht ist, in der Hand zu gehen. Vielleicht meint das, was immer das sind viele verschiedene Dinge, was da drin kann sein. Und so, und was immer das ist an dein Leben, merkt das schwer, merkt das nicht so einfach, das zu tun. Merkt das, dass das wird aufgeben wird, und dass, wenn du einmal schwach bist, dass das nicht von selbst bloß fallen wird. Und so, andere merkt die Gelegenheit kleiner. Andere wieder wird sagen, dass wenn wir in Deck bin, Haus oder was immer, da wird wie ein Railing ranbauen, dass wir da nicht rauffallen. Nicht? Ich meine, erst wir können eben am Deck auch noch eben fallen, oder der Deck fallen, wenn der nicht reich gebiet wird, oder auf einmal bei der Trappen rauffallen, like so eine Dinge gehabt hat. Aber wenn da ein Railing ran ist, dann ist die Gelegenheit für den Raufdagen viel kleiner. Und so, das ist was das Vers meint, wir sollen uns Leben so anrichten, dass es nicht so einfach ist, an den Sinn anzufallen. So, was immer das ist, was an dein Leben ist, merkt das nicht so einfach, an den Sinn anzufallen. Merkt das so, dass es nicht bloß erst in Zeit passieren kann. Nicht so, wenn du einmal einen schwachen Moment hast. So, diese zwei Dinge taub, dann zwei Rechtlinien. Das erste ist, go am Geist, go mit Jesus taub. Hol den Glauben aufrecht, hol deine Freude an Gott aufrecht. Psalm 37, Vers 4 sagt, erfreue dich am Herrn, und dann wird er dir dort geben, was dein Hort nur verlangt hat. Wenn du in Christ bist, dann verlangt dein Hort nur Gerechtigkeit. Wenn du in Christ bist, verlangt dein Hort nur Gott. Und es ist nur die Gerechtigkeit. Und so, wenn wir uns an Gott erfreuen, dann wird er uns dort geben. Er wird uns die Gerechtigkeit geben an uns Hort, wenn wir uns an ihm erfreuen. So, und er wird uns andere Dinge auch geben, feine Dinge. Aber dort ist es übrigens, wir erfreuen uns, wir gehen im Geist, da meint ein paar Dinge, wir nehmen Zeit mit am Tag, wir gleichen die Bibel, wir gleichen an Gott zu denken, wir gleichen mit anderen gläubigen Lied taub zu sein und in ihr Hören und so weiter. So, das sind viele Dinge. Aber das Wichtigste, denke ich, manchmal, wenn man so Ding, dann nehmen wir gleich so, wie wir unsere Säue versehen. Und was wir alles machen. Wir machen, das ist die zweite Rechtlinie, das ist versehen und Dinge anrichten und anstellen, so dass es schafft, oder dass es besser schafft. Und das sind Wellen, ein Part von uns Wellen, was wir machen, uns Messiah vernehmen und Messiah hart schaffen an uns selbst, mit uns Leben, das zu anstellen, dass es eine Chance ist, dass es schafft. Aber die andere Seite davon ist, mit Gott taub zu spenden, mit Gott taub. Sie denken, als Gott helpt uns mit seinem Geist. Sie wenn ich und du mit Gott taub sind, im Gebet, wo wir sein, das kann beim Abwaschen sein.
wenn wir bewusst sind über Gott, wir loten uns an Gott an, wir haben Vertrauen Gott gegenüber und wir erfreuen uns an Gott, dass wir dem Tag gehen. Das kann sein in einem besonderen Gebet, aber das kann auch sein beim Schaffen oder beim was immer das ist. Wir erfreuen uns an Gott, wir sind dankbar für Gott und wir loten uns an ihm an und wir vertiefen uns an ihm und wir sind dankbar für ihn und wir gleichen ihm. Er schafft die Zeit an uns und er merkt uns, er hilft uns die Dinge, was uns fehlen, das an uns yes, muss sein. Er merkt uns da leiftulich, er merkt uns Friedel, ja, er merkt uns, hilft uns mehr Kraft, er hilft uns Weisheit und einmal fallen uns Dinge bei, gute Dinge, was wir anders gleich wollen haben. Gott schafft an uns, wenn wir an uns nun. So, die Bibel sagt in Vers 7, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, something like that. Und wie uns zu Gott nun, naht er sich zu uns. Und so wird uns die Kraft, was uns fehlt im Leben, die kriegen wir von Gott. Und die kriegen wir, wenn wir dich und Gott sind, wenn wir Zeit spenden mit ihm, wenn wir uns an ihm erfreuen. Und das ist ein Ding, das kann ich nicht für die tun, das kann keiner für die tun, das ist ein Ding, was du bloß salz machst, die sagen, das ist, was du weißt. Und das wird nicht auf einmal bloß passieren, das ist, was die machst Zeit vernehmen, die machst, die das am Tag so fair sein, okay, ich bin da, okay, ich sei nicht bloß vertieft an WhatsApp, ich sei bloß vertieft an der News oder an der Arbeit oder was immer alles, und so von das auch gefallen, aber von der will ich mich mal an Gott vertiefen. Diese Werk will ich mal besonders mich an Gott vertiefen, ich will mich an Gott erfreuen, ich will singen, ich will dankbar sein, und da wirst du wundern, was die das halten, das wird Gott, die wird an dein Hort schaffen, wenn du die an holen das. So ich wollte diese beiden Verse noch einmal lesen und dann habe ich Schluss. Galater 4, Vers 16 sagt, die erste Rechtlinie, ich sei jen so, wandelt im Geist, dann wollt ihr das nicht tun, wo nur das Fleisch ihr lasten dat. Die zweite Rechtlinie, wir in Römer Kapitel 13, Vers 14, und da sagt es das, lot den Herrn Jesus Christus ganz die Kontrolle über jünd haben und siegt nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch den Wellen zu loten. Ein anderer wird bis am Schutz an dein Leben nehmen, für die Zeit, wenn du schwach bist. Und, aber das Wichtigste, denke ich, ist, dass wir können an Gott glauben und uns freuen an seine Gnade und das zu glauben und anzunehmen, dass er leiftulich und gnädig ist und dass er ein Wahrheit hat. Noch Gott ihn segnen.